Ja, alles gut, meine Damen und Herren. Ja, merci vielmals. Hey, ciao. Hey, ciao zusammen. Ja, hey, wer hat es geschafft, nach Monaten endlich wieder ein Video aufzunehmen? Hier! Zum Anfang würde ich sagen, jetzt einfach ein kleiner Freestyle. Es ist Alex, der Boss, der Boy, der G. Er ist so krass und hat gestylte Haare. Er ist so krass wie ein Schamhaar. Der Boy, der G, ist gestylt wie noch nie. Wer kann das noch sein? Es ist Alex, der Boss, mit der Unterhose von Calvin Klein. Yeah! Sheesh. Noemi, von 1 bis 10 würdest du meine Rap-Kunst beurteilen? Smash. Ja, ich bin wieder da, heute mit einer neuen Ausgabe von Insta Questions. Und ihr fragt mich sicher, wieso, Alex? Hast du irgendwie vor 3-4 Wochen auch schon einen Frageaufruf gemacht, aber hast du dann nicht ein Video dazu gemacht? Das kann ich nicht beurteilen. Und in diesem Verfahren war es genau gleich gewesen. Wirklich, 80% der Fragen, die reinkommen, bestehen aus einer Frage, also es wird immer die gleiche Frage gestellt. Und es ist ja eine gute Frage. Es ist so eine Frage, die eigentlich alle anderen Fragen im Leben beantwortet. Es ist eine Frage, die universell steht, für alles, für unsere heutige Gesellschaft. Nämlich ist die Frage genau das. Hey Alex, hey. Wie gross ist dein Schwanz? Wirklich, ihr rastet so aus. Ich hab mich so auf eure Fragen gefreut. Und dann steht überall einfach: Wie gross ist dein Schwanz? Ja, genau das. Wieso wollt ihr das wissen? Wieso ist euch das so wichtig, wie gross mein primäres Geschlechtsorgan ist? Was ist los mit euch? Was ist los mit euch, Mann? Ich meine, ist das so eine Frage, die ihr im Bewerbungsgespräch würdet stellen? Oh, Herr Muslim, der hat hier eine ziemlich gute Bewerbung geschrieben und einen guten Lebenslauf. Das passt eigentlich da ziemlich und unser Gespräch ist eigentlich bis hier beendet. Was ich noch frage, gibt es irgendwie noch eine Frage, die ihr mir gerne möchtet stellen? Klar habe ich noch eine Frage. Wie gross ist euer Schwanz? Okay, jetzt langsam ein bisschen Pasta, die Schnitzel Mann! Ich muss ehrlich gesagt sagen, das Hemdli ist schon ziemlich heiß, muss ich schon noch sagen. Ich habe zwar ein bisschen tiefer ausgeschnitten. Oh yeah. Das dürfte ich jetzt nicht zum Arbeiten anlegen, sonst würden mir all die Mamis die Ausschnitte reinglotzen. Und das ist wirklich heftig, oder? Ich habe mehr Ausschnitte als so gewisse Damen auf Instagram, würde ich sagen. Aber das Intro ist jetzt auch schon länger als der Geschlechtsakt zwischen Mann und Frau. Real Talk. Wegen dem starten wir doch direkt rein in die erste Frage. Spreizt die Beine und los geht's. Wie bist du auf YouTube gekommen? Wow, das ist eine sehr gute Frage und besser als das andere, die ich sonst die ganze Zeit bekommen habe. Wie gross ist dein Schwanz? Aber zu dem muss ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Wegen dem lernt hingern und genießt es. Es war ein ganz normaler Tag, bei dem kurz vor meinem 15. Geburtstag und irgendwie waren alle in meinem Umfeld irgendwie unglücklich gewesen. Ey, Jungs, ich hatte gerade einen Dreier mit 2 Ladyboys. Eine hat ich in den Arsch gefickt und eine hat mir in den Arsch gefickt. Und das gleichzeitig. Oh mein Gott, du, das ist ja so heftig. Das ist mein grösster Traum. Aber ich bin immer noch traurig. Okay. Oh mein Gott, Jungs, ich habe gerade einfach ein Heilmittel gegen Krebs erfunden und kann jetzt einfach Millionär werden. Alter, Digga, das ist ja so cool, Alter. Jetzt kannst du Millionen Leute das Leben retten. Aber ich bin immer noch traurig. Okay. Ich habe gewusst, ich muss etwas unternehmen. Wegen dem bin ich einfach mal aufgestanden und habe meinen Schwanz abgelenkt. Nachdem ich wieder zu mir bekam, habe ich gewusst,
was ich machen muss. Genau an dem Zeitpunkt, wo der Aufnahmeknopf gedrückt wurde, ist der Kanal hier geboren. Hello Motherfucker, herzlich willkommen zu unserem ersten Video eigentlich auf unserem Kanal. Sheesh. Wie läuft der Snooze-Entzug? Ja, sehr gute Frage. Also mein Snooze-Entzug läuft sehr gut. Also ich habe mega viel Forschung gemacht. Also ich nehme eigentlich gar kein Snooze mehr. Also ich brauche es eigentlich gar nicht mehr. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Ich muss ehrlich sagen, ich habe probiert aufzuhören. Nur irgendwie ist es nicht gegangen. Also ich habe wirklich eine Zeit lang aufgehört. Wirklich, das war etwa so 10 Minuten gewesen. Nein, genau. Ja, und die 10 Minuten, die haben etwa ungefähr so ausgesehen. Alter, Alex, du bist immer so crazy drauf, wenn du kein Beutel da oben hast. Hier, nimm einen Snooze. Besser? Ja, Mann, das geht mir wieder gut. Es ist besser. Zuerst Müsli oder zuerst Milch? Ja, was eine tolle Frage. Also ich glaube, das ist ja klar. Ich glaube, jeder würde die Frage gleich beantworten. Also ich wichse immer zuerst in mein Müsli rein und dann kommt das Müsli rein und dann kommt die Milch. Nein, Spaß. Natürlich zuerst Müsli, dann Milch und dann wichse. Bäh, ekelhaft. Bist schon mal wegen Drogen im Spital gewesen? Ja, ich gebe es zu, liebe Kinder, Drogen sind scheisse, nehmt nicht Drogen, wirklich real talk, Alter. Ja, ich hatte einen Bad Trip ich bin im Spital aufgewacht, toll, also aufgewacht, ich habe mich selber ins Spital eingeliefert, weil ich Panik bekommen habe, okay? Das soll jetzt, ich nehme die Frage gleich rein, dass ich ein gutes Vorbild bin und kann mal sagen, Drogen sind scheisse. In diesem Sinne möchten wir das Video doch direkt gerade beenden. Es tut mir leid, dass ich nicht so viele Fragen beantworten konnte, weil die meisten Fragen, ja, ihr kennt es schon. Wie groß ist dein Schwanz? Aber ich hoffe gleich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch auf ganz stabil Daumen gegen hoch gehen, schreibt einen Kommentar, teilt das Video sehr gerne, ich bin auf das angewiesen und bei 1000 Abonnenten sage ich, wie gross mein Schwanz ist. Tschüss! Die Sonne scheint, denn die Klingel, sie